Man kann, glaube ich, sagen, dass ich nicht unbedingt körperlich ein frühreifer Jugendlicher war. Während sich einige von meinen Sekkollegen schon ab der ersten Oberstufe täglich rasieren mussten, war mein Gesicht blank wie ein Babyfoodie, so sagt man doch. Als ich dann gerade 16 geworden bin, habe ich eine Banklehre angefangen. Und für meinen ersten halbjährigen Arbeitseinsatz bin ich in Zürich-Schwammendingen am Schalter zugeteilt worden. Und dabei musste ich merken, also den Harry Hasler habe ich nie bedient. Entweder gibt es den nicht, wohnt er nicht dort, oder er hat einfach das Konto bei einer anderen Bank gehabt. Aber auf jeden Fall habe ich hochmotiviert die Kundschaft dort betreut. Die waren etwa die mal ein bisschen überrascht gewesen. Das konnte ich in ihren Gesichtern ablesen. Und sie haben sich gefragt, das hast du so angesehen, was das Kind hinter dem Bankschalter da sucht. Und dann noch mit Krawatte. Und so hat es etwa die mal gegeben, dass wenn dann mehrere Schalter offen waren und sich so ein bisschen die Reihen gebildet haben hinter diesen Schalter, bei mir einfach leer geblieben ist und die Leute dort angestanden sind, die erwachsene Männer und Frauen bedient haben. An eine Situation mag ich mich erinnern, da ist eine ältere Dame gekommen und sie hat es gewagt. Sie ist zu mir an den Schalter gekommen. Und dann hat sie mich freundlich begrüßt und hat gesagt, «Guten Morgen, so lässig. Kannst du heute den Papi zum Arbeiten begleiten?» Und ja, ich will sagen, der Ski kann manchmal ein bisschen trügen. Ich habe dann gesagt, «Nein, ich arbeite da.» Wir sind letzte Woche in eine neue Serie gestartet unter dem blumigen Titel «Wer ich nicht bin». Und wir gehen dabei natürlich genau der gegenteiligen Frage nach, nämlich «Wer bin ich?». Man redet dabei so von dem Schlagwort Identität, was mich ausmacht, was ich bin, was ich in mir sehe, was andere in mir sehen. Und wir möchten in dieser Serie einen Fokus auf das legen. Es ist ein existenzielles, ein grundlegendes Thema, das unser Leben begleitet, nicht nur in den Teenie-Jahren, in den Jugendjahren. Und wir werden nach göttlichen Wahrheiten über uns, aber auch über die Menschen allgemein suchen. Und es passt auch in das Jahresthema, wo wir drin sind, Abenteuer vom Glauben, weil das Abenteuer ist ein Abenteuer mitten im Leben, in deinem und in meinem Leben. Und wir richten in dem Sinne in dieser Serie den Fokus ein bisschen weniger auf die Umstände um uns, auf das Gelände, auf die Karten, sondern auf uns als Reisende, als die unterwegs sind. Und heute gehen wir dieser Frage nach, wie das, was andere über uns denken und von uns halten, uns als Ganzes beeinflusst, unsere Identität beeinflusst. Eine psychologische Definition von Identität sagt, dass Identität etwas über unsere Werte und grundlegende Ziele, die wir in uns tragen, aussagt. Also diese Definition beleuchtet, dass es bei der Identität um das geht, was du bist und du über dich siehst und du dir vorgenommen hast. Und ich glaube, das stimmt, das ist ein Aspekt davon. Und da vielleicht gerade eine kleine Empfehlung. Oder in diesen Predigten kann man ja nie alles abdecken, aber vielleicht kann man einen Prozess initiieren. Und das wäre eine Empfehlung. Überleg dir mal, was für Werte und Überzeugungen du hast. Du kannst so eine Pyramide machen aus Backsteinen, du unten drauf vielleicht die fundamentalsten und dann oben drauf so ein bisschen die mehr im Detail. Das ist mega hilfreich. Wir haben das kürzlich mit unserem Staff-Team mal gemacht und es zeigt etwas über wer du bist, eine Selbstreflexion und es hilft manchmal zu verstehen, wieso der andere so anders tickt. Und ich denke, das ist schon mal so eine kleine Seitennotiz. Gleichzeitig müssen wir natürlich sagen, dass sich Identität nie im luftleeren Raum bildet. Also das ist nicht einfach, hey, was ich jetzt gerade gut finde und was ich einfach total überzeugt bin davon, sondern die Sachen, die werden immer mit beeinflusst von dem, was um uns herum ist. Also genau die grundlegenden Werte, die wir tragen und Ziele, die wir haben, die sind sehr wahrscheinlich zumindest mitgeprägt von der Welt um dich herum, von den Menschen um dich herum, von den Leuten, die du anvertraut worden bist, von deinen Eltern, Erziehungsberechtigten, Lehrerinnen und Lehrer, Leute, die dein Leben geprägt haben. Unser soziales Umfeld hat einen Einfluss darauf, wie wir uns selber wahrnehmen und uns verstehen. Und somit ist es auch klar und normal, dass Meinungen von wichtigen Personen in unserem Umfeld einen Einfluss darauf haben, wie wir uns entwickeln, verhalten und was uns wichtig ist. Der
berühmte Dichter und Denker Johann Wolfgang von Goethe hat das eigentlich mega prägnant schon vor vielen Jahren in einem Satz auf den Punkt gebracht. Er sagt, sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Ich finde, es hat viel Wahrheit drin. Personen, die dich umgeben, werden einen prägenden Einfluss auf dich haben, weil zwischen dir und der Umwelt immer eine Interaktion geschieht, eine Auseinandersetzung. Da werden Bilder an dich angelegt und die formen uns und daran passen wir uns an. Da kommen Bedürfnisse, da kommen Ansichten über, wie das Leben richtig wäre, Ansprüche, Meinungen, Fremdbilder, sagt man denen. Und die werden uns zugemutet und wir harmonisieren uns mit denen, automatisch. Teilweise lassen wir uns darauf ein, teilweise grenzen wir uns ab. Und ehrlich gesagt, der Prozess ist nichts Ungutes oder Gefährliches. Das gehört zum Leben. Es gehört zu einer gesunden Entwicklung. Und der Mensch ist auch so geschaffen, dass er das kann. Und ich finde es schön, auch Jesus, sehen wir, wenn er so agiert in der Welt. Ich meine, er war unterwegs gewesen und da sind Meinungen, Ansprüche, Bilder, Bedürfnisse, Sichten über wie sein Leben müsste verlaufen, an ihn herangetragen worden. Und er hat sich nicht einfach von dem rausgenommen, sich weggeblockt. Er hat einen Umgang damit gefunden. Die Frage, die wir uns aber sicher darum stellen müssen, ist, ja, was macht das mit uns, wenn das passiert? Und ich denke, es liegt eine Gefahr drin, dass Meinungen, Ansprüche und Bedürfnisse von anderen Menschen, Bilder, die sie von uns haben, unsere Identität stark mitbestimmen kann, maßgeblich. Und darum ist so ein bisschen, vielleicht ganz vereinfacht gesagt, diese Frage heute im Zentrum, wir haben sie schon in der Begrüßung gehört und ich will sie dir auch kurz stellen, dass du kurz überlegst, wie wichtig ist das, was andere über dich denken für dich? Und da hat man eben, wie gesagt, immer eine schnelle Antwort. Ja, nein, nicht so wichtig, weisst, ich bin fest gestanden. Und wenn man so ein bisschen tiefer geht, merkt man, vielleicht hängt da doch etwas dran. Das Buch der Sprüche in der Bibel, das ist eine Ansammlung von weisen Aussagen, die die Autoren aus der Beobachtung vom Leben zusammengefasst haben und auf den Punkt versucht haben zu bringen, hat einen wunderbaren so einen Spruch, wo genau um das geht. Ich lese aus dem Kapitel 29, der Vers 25. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ich habe den Satz ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und spannend ist, dass hinter dem Wort Abhängigkeit ein hebräisches Wort steckt natürlich und es ist das Wort für eine Schlinge. Ich stelle mir da so etwas Lasso-mäßiges vor, wahrscheinlich aber am Boden. Es handelt sich um eine Falle. Also, oder auf Englisch a Trap, sagt man. Etwas, das einem festhaltet, in Gefangenschaft führt oder eben, schon ein bisschen abgerundet übersetzt, in Abhängigkeit führt. In diesem Vers wird dann kontrastiert, dass Gelassenheit und Sicherheit dort herkommt, wo man auf Gott vertraut. Und wir möchten uns in den kommenden paar Minuten die zwei Sachen, also die Schlingen, die Fallen, anschauen und auch dann den anderen Teil. Was heisst das, auf Gott vertrauen? Und da möchte ich auch gerne wieder mit einer persönlichen Geschichte starten. Es ist, glaube ich, ungefähr 1,5 Jahre her, da sind wir mit einer befreundeten Familie, mit der Familie vom Kriegel, ich sehe ihn dort sitzen, sind wir im Wald gewesen. Wir haben so, meine Familie hat so ein Waldstück mit einer schönen Feuerstelle und wir sind dort gebröteln. Und wir haben gerade unsere Würstchen auf dem Feuer gehabt und uns ein Essen zubereitet. Und eigentlich ist dort recht ruhig. Kein Wanderweg führt daran vorbei. Es ist, ja, einfach, man hat dort seinen Frieden, gell? Mit sich und mit den Leuten, wo man dort ist. Aber dann hat das Horn ertönt und es ist laut geworden im Wald. Wir haben Stockschläge gehört im Gebüsch und es hat geraschelt. Und wir haben geschnallt. Moment mal, ich glaube, wir sind da in die Jagd geraten. Wir sind ein bisschen nervös geworden, ehrlich gesagt. Wir haben die Kinder mal zusammengerufen, kommen mal da ein bisschen näher zu uns an. Da. Und wir Erwachsenen haben angefangen, ein bisschen lauter zu heben, damit uns die Treiber, die durch den Wald durchgetrieben sind, vorne nur sehen und sehen, dass da eine Familie mit Kind hat, die da an ihrem Feuerchen hückelt. Und zum Glück haben sie uns gehört und gesehen. Und sie haben uns dann beruhigt und beschwichtigt, ja, ist kein Problem da, gell? Bleiben wir einfach ein bisschen näher beim Feuer. Und ich muss ehrlich sein, unsere Angst war vielleicht weniger die von dem, dass wir abgeschossen werden, als davon, dass irgendwie so eine aufgehetzte Wildsauenrotte unsere Kleinkinder über den Haufen rennt. Und ich kenne es eigentlich, 30 Meter weiter oben im Waldhang haben wir dann die Sauen gesehen davor rennen. Also es war ein Abenteuer gewesen.
Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Die Treiber haben uns gesehen und die Jäger sind so nett gewesen, dass sie nachher dann sogar noch vorbeigefahren sind und ihre Jagdtrophäen uns präsentiert haben. Es hat natürlich coole Fotos gegeben, die wir dann jetzt in unseren Albumen haben. Aber etwas ist mir dabei aufgegangen. Wenn du gejagt wirst, sind Treiber vorhanden, die dich richtig aufscheuchen. Und das macht dich nervös. Das ist unangenehm. Das Säckchen ist wie wild durch den Wald. Wir haben die Sonnen gesehen. Das ist stressig und ja, es kann tödlich enden. Und das ist mir wieder in den Sinn gekommen, als ich mir über die Schlingen Gedanken gemacht habe. Die Schlingen vom Urteil von anderen Menschen, die man fürchtet. Die Gefangenschaft, die Fallen, wo man reinkommen kann. Und ich habe gemerkt, da gibt es auch Treiber, die uns jagen wollen. Jagen, um dort drin hineingeraten. Und ich habe so 3 mir ausgewählt. Ich denke, man könnte auch noch mehr finden, aber die 3 sind mal so ein Bucke, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur die Fallen sehen, sondern erkennen, wo dass wir gejagt werden wollen. Und der erste Treiber, den habe ich genannt, der Anerkennungssüchtige. Es ist der Antrieb, das menschliche Bedürfnis nach Ehre und Anerkennung. Und grundsätzlich mal ist das auch wieder gar nicht so schlecht. Ich meine, wir sind geschaffen als Beziehungswesen mit einem Bedürfnis, anerkannt zu werden, erkannt zu werden. Die kleinen Kinder, die brauchen Zuwendung, Zuneigung, dass sie gedeihen. Und auch da wieder gibt es ein wunderschönes Wort in den Sprüchen, ein Weisheitswort, wo das auch ausdrückt. Und dort wird, ich nenne das Honigwort, es gibt mehrere von denen, da wird das mit Honig verglichen. Sprüche 16, Vers 24 heißt es: Freundliche Worte gehen einem ein wie Honig. Ich habe Honig sehr gern, muss ich sagen. Sie schmecken süß und sie sind heilsam für den ganzen Körper. Also, anerkannt zu werden, mit Freundlichkeit auch beschenkt zu werden, das wird da benutzt als, es ist wie Honig, es ist gut für den Körper, es stärkt, es gibt Energie, es ist süß und es wird mal grundsätzlich positiv dargestellt. Und ich denke, das dürfen wir mitnehmen. Gerade auch dann, wenn es darum geht, in unserem Umfeld das weiterzugeben. Lass uns manchmal mal ein bisschen Honig verteilen. Den Menschen ein bisschen Honig zumuten. Freundliche Worte, die dürfen wir durchaus unter uns haben. Anerkennung ist nicht per se schlecht. Aber es kann kippen. Und die Sprüche geben eben so ein recht breites Bild. Und da bin ich auf ein anderes Honigwort gestoßen. Im Kapitel 25, Vers 27 heißt es dann: Massenweise Honig essen ist nicht gut. Ebenso wenig sollte man aus Ehrfurcht ständig nach Ehre und Anerkennung Ausschau halten. Also wir sehen, da gibt es irgendwo so einen Kipppunkt. Irgendwo einen Moment, wo es ungesund wird. Irgendwo einen Moment, wo es nicht mehr gut ist. Wo es das, was uns eigentlich stärkt, zu einem Antrieb wird, wo uns treibt, wo uns irgendwo in eine Abhängigkeit holt. Man könnte sagen, ja, mit Honig angefressen worden, oder? Man lässt ja manchmal so etwas anfressen, damit man es nachher ernten kann oder was auch immer, oder züchten. Oder und der Honig, den kannst du auch so richtig anfressen und es wird ungut und ungute Motive werden genährt. Zuerst ist es vielleicht wohltuend, aber dann wird es zu Fallen. Man braucht plötzlich das Lob und die Anerkennung und ohne geht es nicht mehr. Und wenn es ausbleibt, dann haben wir ein Problem, dann verkümmert etwas. Der Treiber von der Anerkennungssucht, der Anerkennungssüchtige. Vielleicht kennst du ihn. Vielleicht brauchst du, dass du arbeiten kannst. Wir schauen mal noch weiter, was es für Treiber gibt. Der zweite, den ich genommen habe, ist der Vergleicher. Ich denke, das ist einer, der durch unsere Gesellschaft stark geprägt wird. In der Schweiz sowieso. Das Vergleichen, das wird uns schon ins Kinderbett, in die Kinderschuhe gelegt. So mit dem Lied, der Hans Dampf im Schneckenloch hat alles, was er will. Aber was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Wir schauen eigentlich immer zum Nachbarn rüber. Sowieso in der Schweiz, oder? Mit dem Gärtli und so. Und sehen, der ist noch eine Nasenlänge voraus. Was kann ich machen, dass ich auch so weit komme? Oh, dem sein Rasen ist grüner als meine. Hey, was hat er für einen Dünger und welchen Rasenmäher? Es ist irgendwie das Tiefste in uns drin, dass wir uns vergleichen. Wir streben nach dem, was der andere hat. Und es tönt so lächerlich, aber es stimmt doch. Die Familie Bünzli hat ein neues Auto. Wie haben sich die das wieder leisten können? Ist sicher geleaset, gell? Ich gehe doch einmal noch schauen. Vielleicht finde ich noch ein bisschen neues Modell oder so, gell? Es gibt so viele so Sachen. Und ich denke, dahinter stecken auch wieder tiefer liegende Bedürfnisse. Und ich habe so 2 dort rausgenommen. Und das eine ist sicher Stolz. Stolz auf das eigene Leben, zu beweisen, dass man selber noch ein bisschen besser ist, zu beweisen, dass man mitheben kann. Was dann wieder dazu führt, dass ich getrieben bin, um immer wieder das Nächste zu erreichen, dass ich mir dann näher beim Leisten von letzt
Woche, die wir angeschaut haben. Ich bin nicht, was ich leiste. Und eben dann auch zu kämpfen dafür. Und das andere ist vielleicht das Gegenteil davon. Das ist Minderwert. Es ist auch, man nennt das so schön FOMO, Fear of Missing Out, oder auf Deutsch die Angst, zu kurz zu kommen. Wo einem dann immer wieder antreibt und sagt, ich muss selber schauen, ich muss schauen, ich muss schauen. Und meistens langt es ja dann doch nicht. Und der Minderwert steigt nochmal. Das Problem ist, wenn wir vergleichen, verlieren wir immer. Entweder nährt man eben genau den Stolz noch weiter, oder man fühlt sich noch stärker minderwertig. Vielleicht kennst du den Treiber auch. Vielleicht ist er gerade aktuell, recht laut in deinem Kopf. Dann habe ich noch einen dritten. Den kenne ich gut. Der Rechtmacher. Ich würde sagen, es ist auch ein bisschen ein Abwehrmechanismus, aber er kann auch ein richtiger Sklaventreiber werden. Man redet dann manchmal vom inneren Rechtmacher und dabei meint man eigentlich nicht, alles richtig zu machen, sondern alles für die anderen recht zu machen, sodass es für den anderen stimmt. Und das ist das Problem, weil das wirst du nie können. Es tönt extrem gut. Ich bin da für die anderen, ich helfe ihnen gerne, ich habe immer ein offenes Ohr. Das Gegenüber ist mir wichtig. Aber dahinter steht meiner Meinung nach gar nicht so oft die Nächstenliebe, sondern der Schutz vom eigenen Ruf. Ich will doch auch gut dastehen. Ich will nichts falsch machen. Ich will, dass das Fremdbild, das die anderen von mir haben, schön gewahrt bleibt. Dass sie nicht denken, der hat mich enttäuscht. Und das Resultat davon ist grosse Anstrengung, Ermüdung, Aufopferung. Und ich bin auf ein spannendes Zitat gestoßen von so einem sogenannten Resilienzexperten. Und er sagt, Selbstaufopferung steht an der Tagesordnung für Menschen mit einem ausgeprägten Mach es allen recht Antreiber. Stress ist dabei garantiert, denn die Grenzen des Menschen sind limitiert. So in meiner Erfahrung versteckt sich der Treiber auch oft eben hinter so Aussagen wie, nein, es geht dabei überhaupt nicht um mich. Die anderen erwarten das schließlich von mir. Oder, das ist doch nichts Außergewöhnliches, was ich jetzt mache. Das gehört zum guten Ton, das macht man so. Und lustigerweise findet man extrem viele Tipps, so Best Practice, was du machen kannst, um dem entgegenwirken. Zum Beispiel habe ich dann gelesen, du musst dir einfach einreden, du darfst Nein sagen, lerne es. Oder werde dir bewusst, dass du nicht bei allem beliebt sein musst, um wertvoll zu sein. Danke vielmals für den Tipp. Es ist nicht so einfach, das umzusetzen. Ich glaube, so Tipps sind nicht schlecht, nicht unwahr, es stimmt. Aber sie greifen irgendwie zu kurz, weil sie das Problem nicht tiefer angehen. Nämlich das Problem, dass wir mit dem Recht machen, in seinen eigenen Ruf schützen und dabei eigentlich nicht auf Gott vertraut. Dass er einem sein Ruf ist. Dass man es selber versucht in der Hand zu haben. Dass man selber versucht, diesen Ansprüchen zu genügen. Zügel aus der Hand geben in diesen Bereichen ist extrem schwierig. Er treibt und jagt uns fürs Fremdbild, damit wir dem genügen. Kennst du den Treiber? Der Anerkennungssüchtige, der Vergleicher, der Rechtmacher. Die wollen uns in die Schlingen hineinjagen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem? Der Spruch, Kapitel 29, Vers 25, sagt dann, das Vertrauen auf Gott, das macht uns gelassen und sicher. Und zum ersten Moment tönt es für mich auch so ein bisschen wie ein billiger Ratschlag. Hey, du musst einfach ein bisschen mehr vertrauen, gell? Vertraue ein bisschen mehr. Aber wie geht das? Wie kann das Vertrauen entstehen? Vertrauen kann immer dann entstehen, wenn man weiss, wer es gegenüber ist. Was es denkt und wie es handelt. Und zum Vertrauen können brauchen wir Nähe. Wir brauchen Beziehung. Wir müssen das Gegenüber, wo wir vertrauen, wo wir dürfen vertrauen, kennenlernen. Es muss verheben. Das gibt Gelassenheit und Sicherheit. Und die gute Nachricht, die ich heute Morgen habe, ist, dass unser Gott ein Gott ist, der sich dieser Beziehung, dieser Nähe nicht entziehen will. Er sucht sie zum Menschen. Unser Gott ist ein Beziehungsgott und es ist die herausragende Qualität vom christlichen Glauben, dass der Gott, den wir anbeten, sich entschieden hat, dass er in eine personale Beziehung kommen mit den Menschen. Er kennt und anerkennt uns. Die Beziehung zu uns ist ihm so wichtig, dass er sogar selber sich entschieden hat, Mensch zu werden. Sich geringer zu machen, als dass er es wäre. Als er es nötig hat, um auf unsere Augenhöhe zu kommen,
um mit uns unterwegs zu sein, um in Beziehung zu treten. Und vielleicht hat genau diese Tatsache die Kraft, der Anerkennungssüchtige, der uns antreibt, zu vertreiben. Gott kennt und anerkennt uns. In einem Psalm von David kommt das so wunderbar zum Ausdruck, wie nah die Intimität mit Gott ist. Psalm 139, die ersten paar Verse. Da heißt es: Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Gott kennt und anerkennt uns. Das ist mein Zuspruch heute Morgen an dich, wenn der Anerkennungssüchtige dich antreibt. Gott kennt dich. Und er kennt dich so gut, dass er sogar deine innersten Motive kennt. Wow, das kann fast auch gerade ein bisschen näher kommen. Und gleichzeitig ist es wunderbar. Weil Gott durchschaut dich in dem, was du tust. Er erkennt, was dich antreibt. Er erkennt, wo du die Sachen machst, um deinen Ruf zu schützen. Er sieht es. Er sieht in dein Innerste. In der Beziehung zu Gott können so Klärungen stattfinden. Können wir herausfinden, wo wir eigentlich irgendeinem falschen Treiber aufgesessen sind. Wir können falsche Stimmen entlarven. Sie zum Schweigen bringen, indem wir seine wohlgemeinte Stimme uns anlegen. Weil er uns so gut kennt. Und weil er uns so gut kennt, sieht er uns anders als die Menschen um uns. Das ist etwas, was wir im Unterwegssein mit Gott immer wieder erleben dürfen, dass seine Gedanken überraschend anders sind als das, was du über dich glaubst, weil es Menschen über dich geglaubt haben und dir gesagt haben und dir immer wieder zugemutet haben, von dir erwartet haben. Er schaut nicht auf unsere menschlichen, wertigen Leistungsausweise, Äußerlichkeiten, Wahrnehmungen, die beeinflussen seine Sicht nicht. Und ich finde, es kommt so in der einen Geschichte im Alten Testament wunderbar zum Ausdruck, wo der Samuel beauftragt worden ist, einen neuen König zu salben, wo der Saul wird beerben. Und er ist zu dieser Familie vom Isai und die Brüderschar ist ihm vorgestellt worden. Und er ist aufs Äußere gegangen, er hat die starken, grossen Bursten gesehen. Aber Gott belehrt ihn eines anderen und sagt ihm, lass dich nicht von ihrem Aussehen und ihrer Größe beeindrucken. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und mit Herz, da sehen wir immer gerade so ein pochendes Herzchen vor uns oder ein Emotions-Emoji oder so. Aber das ist im hebräischen Menschenbild ist das Herz der Mensch all-inclusive mit allem, was er ist. Äußeres, Inneres, Emotionen, Gefühle, Regungen. Gott kennt uns ganzheitlich, all-inclusive. Und er schaut uns so an. Und er hat uns so geschaffen. Und er nimmt uns so an. Er kennt uns, wie wir wirklich sind. Und er misst uns nicht nach dem menschlichen Maßstab. Seine Sicht kann uns helfen, das Vergleichen mit anderen zu unterlassen. Und uns auszurichten und zu sagen, Gott, ich will wissen, was du in mir siehst. Nach dem zu streben. Gott, zeig es mir. Öffne mir die Augen, für wer ich wirklich bin. Und da sind wir jetzt bei so ganz praktischen Ansätzen. In dieser Beziehung mit Gott geschieht das. Dort, wo wir uns ihm aussetzen. Und das kann ihm jetzt etwas verändern. Aber was mir besonders gefällt, ist, dass es bei Gott nicht im Jetzt stehen bleibt, sondern seine Sicht gibt uns nicht nur ein gutes Gefühl jetzt und ein bisschen, ja gut, jetzt haben wir es wieder gehört und jetzt sind wir mal wieder ein bisschen Seelenmassage und so, sondern es ist etwas, wo uns auch das Potenzial in Zukunft wird eröffnen. Seine Sicht kann uns helfen, Hoffnung und Perspektive für die Zukunft zu gewinnen. Anstatt, wie vorher, die Treiber uns im Nacken zu hocken, sind die Wahrheiten von Gott etwas, wo uns den Weg öffnet, wo uns Türen auftun, um vorwärts zu gehen. Das Prophetenwort von Jeremia drückt das aus, wo sagt, ich allein weiss, was ich mit dir vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für dich im Sinn. Frieden. Das Gegenteil von angetrieben sein, von gejagt werden, von gestresst sein. Und ich will dich aus dem Leid befreien. Das Gegenteil von der Schlinge, die dich packt. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und mich dunkt, das klingt dann an, wo dann der grosse Gott selber Mensch geworden auf dieser Erde ist und seinen Nachfolgenden verkündet.
Ich bin der Weg. Und ich würde Klammer anführen. In die Zukunft von deinem Leben. Ich bin die Wahrheit, über was du wirklich bist. Und ich bin das Leben in der Fülle, inklusive Gelassenheit, Sicherheit und eben auch Hoffnung für die Zukunft. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Sich an Gott zu wenden und sich mit seinen Gedanken zu unserer Identität zu befassen, gibt unserem Leben ein solides Fundament. Daraus kann Gelassenheit und Sicherheit entstehen. Und jetzt ist die Frage, was wir dazu machen können. Ich glaube, es gibt einen Ansatz, was wir tun können. Das ist uns bewusst, immer wieder zu entscheiden, in unserem Leben Zeiten zu definieren, wo wir uns Gottes Gedanken aussetzen. Wo wir sagen, da ist jetzt Space für dich, wo du uns prägen kannst, wo du mit deiner Wahrheit reinkommen kannst, wo du uns anerkennst. Und Gott ist da, er lädt uns ein, zum auch kommen. In dem Sinne ist es meine Empfehlung, dir zu überlegen, hey, hast du so Zeit im Leben? Hast du sie auch regelmäßig? Und weißt, es geht mir nicht darum, man muss es im Fall jeden Tag so. Aber das musst du spüren. Und ja, dann vielleicht auch selber ergreifen, zu sagen, ich brauche die Moment, wo ich mich auf das einlasse, was Gott über mir sagt. Wo ich mich von ihm anerkennen lasse. Wo er an mich hinschauen kann. Wo er hineinscheinen kann. Wo seine Wahrheit über mich gross werden. Wo ich seine Gedanken über mein Leben suche. Und daraus wächst Vertrauen und Gelassenheit und Sicherheit. Ja, und mein Herz geht halt über von dem, was ich als gut erlebe. Und ich mache das schon seit längerer Zeit so, dass ich das sehr regelmäßig am Schluss mache von meinen Tagen. Weil ich merke, der Tag ist immer irgendwie auch ein mit drinstehen. Genau in dem Fremdbild, oder? Wenn ich kaum gehe ich aus den Türen raus, ja schon wenn ich am Morgen aufstehe, ist ja da irgendwie meine Familie, die etwas von mir möchte, die etwas erwartet, auch völlig gerechtfertigt. Wo Sachen an mich herankommen und es geht dann weiter den ganzen Tag. Da kommt ganz vieles. Und das ist bei dir sicher gleich. Da musst du Bedürfnisse stillen, da musst du da sein für Sachen, da gibt es Erwartungen. Hey, ja, und da erlebe ich schon auch, dass die Treiber kommen, dass sie einklinken und mich jagen wollen, dass sie mich packen wollen, dass sie mir sagen wollen, was ich bin. Dass die Stimmen von anderen Menschen plötzlich so einfach verstärkt werden. Und vielleicht haben sie es gar nicht so gemeint, aber in meinem Kopf fängt es an, ein Echo zu geben. Und darum finde ich es am Abend so gut, um mich wieder bewusst von dem zu lösen. Und ich mache das mit so einem Tagesrückblicksgebet. Das beinhaltet einfach, dass ich auf den Tag zurückschaue und das kannst du vielleicht 10 Minuten machen. Also nicht zurückschauen, das ganze Gebet. Und einen kurzen Moment Zeit nehmen, kurz versuchen, morgen, Nachmittag, Abend durchzugehen. Was war das wahrzunehmen, mich am Guten dann freuen. Meistens gibt es etwas Gutes. Wirklich, meistens gibt es etwas Gutes. Und dann gibt es meistens auch das andere, wo ich merke, wow, das geht mir noch nach, das beschäftigt mich. Und dann geht es darum, es auch loszulassen und vielleicht auch um Vergebung zu bitten oder zu vergeben. Das ist so das Tagesrückblicksgebet. Aber was fast das Wichtigste ist daran, ist, dass ich am Anfang mir versuche, Zeit zu nehmen, um einfach mal bei Gott anzukommen. Und es gibt kein Geheimrezept. Es gibt gute Strukturen. Ich versuche es, indem ich ruhig werde. Manchmal hilft mir auch Musik dabei. Und in dem Moment möchte ich wahrnehmen, dass Gott mich liebt. Und es hat schon ein alter Mönch das benutzt. Er hat ihm gesagt, das Gebet von der liebenden Aufmerksamkeit. Und es ist ein Gebet, das eben diese Seite von dem persönlichen Gott zum Ausdruck bringt. Hey, Gott liebt dich. Und das ist nicht einfach ein Wellbeing-Speech und Positive Speech und Positive Thinking. Das ist der christliche Glaube, dass der Gott dich und mich liebt. Und wenn du das schaffst, dir in deinem Tag 2 Minuten zu nehmen, du sagst, in deiner liebenden Gegenwart. Ich weiss, der Tag hat vieles beinhaltet, auch Sachen, die ich gerne anders hätte. Aber ich weiss, bei dir bin ich angenommen. Und ich komme jetzt einfach mal und bin angenommen. Und ich versuche wahrzunehmen, wie du mich liebst. Vielleicht hilft dir ein Bild dabei, vielleicht hilft dir ein Bibeltext, vielleicht hilft dir Musik, aber wird dir bewusst, dass Gott dich liebt, das ist Wahrheit. Stell dir vor, dass er dich liebevoll anschaut. Voll von Vaterliebe. Weil er hat dich gemacht. Er hat dich geschaffen. Als ganzes Wesen. All inclusive. Dein ganze Herz. Mit dem ganzen Sein. Dein Äußere und dein Innere. Und er möchte
dich in die Zukunft führen und leiten. Und dort ist es dann auch vorbei mit irgendwie einfach nur Wellbeing und ein bisschen Soul-Massage und so und ein bisschen, ja, weil das kann dann auch heissen, vielleicht mal eine andere Abzweigung nehmen, als jetzt deine Treiber dich würden treiben oder deine persönlichen Bedürfnisse. Da kann dann schon Korrektur auch reinkommen, oder? Aber es fängt dort an, dass du grundsätzlich angenommen bist, geliebt von einem Gott, der sich nicht mehr sehnt, als dir zu begegnen. Mir tut das unglaublich gut. Und das ist im Fall nicht dreist, das dir so zuzuführen. Der Paulus schreibt der Kirche in Ephesus genau das. Denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Er hat uns durch den Messias Jesus erschaffen, damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Ich finde die Übersetzung sehr schön. In englischer Übersetzung heißt es teilweise, we are God's masterpiece. Ein Meisterwerk. Und aus dem heraus folgt etwas, dass wir das tun können, was wirklich gut ist. Und wir möchten in dieser Serie uns auch Zeit nehmen, um die Sachen auch gerade reflektieren. An uns heranlassen. Und so möchten wir diesen Text, diese Aussage über unser Leben in der kommenden Zeit, gerade jetzt an uns wirken lassen. Und ich möchte euch einladen, in eine Haltung zu kommen, ja, wo ihr versucht, weniger von diesen Stimmen in euch wahrzunehmen, sondern die liebende Sicht von Gott über eurem Leben versucht wahrzunehmen. Sie ist da, sie ist manchmal in den Hintergrund gedrängt. Und wir möchten jetzt einen Moment von der Stille nehmen, wo einfach dieser Vers uns leiten soll, der Satz, denn wir sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Und wir werden einen Moment ruhig und lassen das auf uns wirken. Und wir lassen das unsere Treiber vertreiben. Und wir danken dir vielmals, dass du, allmächtiger Gott, gegenwärtig bist. Und du schaust uns liebevoll an. Ich bin eine kunstvolle Schöpfung Gottes. Liebender Vater, persönlicher Jesus, danke, dass das Wahrheit ist über unser Leben. Danke, dass du uns durch und durch erkennst und durchschaust, wie es im Psalm 139 heisst. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft zum Augen öffnen und auch vielleicht auch die Ohren zum Erkennen, wo die Treiber lauern. Die Treiber von der Anerkennungssucht, der Vergleicher, der Rechtmacher oder wie sie alle heissen. Es gibt so viele. Danke, dass du auch kommst und Lügen entlarvst, die so laut werden, die so in eine Echokammer kommen und immer mehr und lauter werden. Und ich bitte dich, dass du mit deiner Wahrheit reinkommst und sie durchbrichst. Danke dir, dass du das Wunder tust, heute unter uns,
Da, wo wir sind, ob die Heime, am Livestream oder da vor Ort, dieser Gemeinschaft, möchte ich da einen Raum schaffen, wo du kommst. Und danke, dass alles auf dem Fundament von deiner annehmenden Liebe geschieht. Von deiner Kraft, von der Vergebung. Von deinem Zuspruch, dass du mit uns kommst. Und dann danke ich, dass du dann uns auch hilfst, die Zukunft zu erkennen. Leite uns und führe uns. Und hilf uns, Kurskorrektur vorzunehmen, dort, wo sie dran ist. Ja, wir beten, dass wir mehr in das kommen, was du über uns siehst. Und ich danke dir, dass du heilst, dort, wo das, was andere Stimmen gemacht haben, verletzt hat, immer noch tut, was schmerzt. Komm mit deiner heilenden Kraft. Mach gesund. Komm mit Wahrheit. Ich danke dir, dass du das unter uns tust. Lade dich ein, Heiliger Geist, komm und wirk. Amen.